bin ich mal im Strandbad zu Thun, da hatte so eine Rutschbahn. Dann war so ein kleines Monster, das so vor mir ist runtergerutscht. Dann sind wir so auf der Rutschbahn anhalten und dann hat sie mir so gesagt, komm mit. Und dann bin ich so hergerutscht und dann bin ich auch angehalten und dann hat sie gesagt, gang weg. Und dann ist es weggerutscht wieder. Also. Ja, willkommen zu dem wunderschönen oben hier am Thunersee. Ihr seht hinter mir ein wunderschönes Panorama. Die Niese wird verdeckt von Mark Galaxy, aber er ist selber auch ein Berg. So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, bzw. zu einem Q&A hier mit dem Mark Galaxus. Moin! Wir filmen das Ganze hier auch in Thun, weil wir unschwer am wunderschönen Panorama erkennen, das von uns verdeckt wird. Technically sind wir in Hilterfingen und nicht in Thun, aber jedenfalls eine nice Kulisse. Für das zuerst mal 1 Milliarde Likes. Perfekt! Gut, können wir ganz kurz Applaus für die Kulisse geben? Gut. Schau jetzt, eine Frage, willst du ein Büchse sein? Nein. Dann bleibst du an der Flasche. Dann bleibst du an der Flasche. Ich habe uns vorgestellt, und zwar auf meinem Instagram, @aditotoro. Mark Galaxy. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit der ersten Frage an. Die Frage geht an den Adi. Machst du wieder mal irgendein Trampolin-Video oder ein Vlog in einem Schwimmbad oder Trampolinhalle? Trampolinhalle wird wahrscheinlich auf euch zukommen, weil in der ganzen Schweiz werden momentan gerade so Trampolinhallen gebaut und viele von euch appreciaten anscheinend die Videos. Also dem Aufgabe vom Schwimmen haben wir jetzt gerade einen Vlog zusammen gemacht, wo wir in der Aare gesehen sind. Ja. So Hallenbad finde ich jetzt nicht so spannend zum Vloggen. Gönnt euch den Vlog mit ihm, mein letzter Vlog, wo wir in der Aare schwimmen, das war nice gewesen. Hallo, ich bin der heute vom Schwäbis. Presse. Die Frage kommt vom 1477 Michi. Wann zieht ihr in eine WG? Wenn? Ja. Ich glaube, es hat mal einen Plan gegeben, WG zu kreieren. Ja, die Pläne sind ganz wenig. Ich glaube, da hinten irgendwo im Thunersee. Die sind noch in Bearbeitung, sagen wir jetzt mal. Nein, es hat schon mal die Idee gegeben, so ein bisschen eine Schweizer YouTube-WG zu machen. Ihr könnt euch ausrechnen, wer wahrscheinlich dort drinnen noch wohnen als dritte Person. Es wäre auf jeden Fall mega nice. Wir würden es mega feiern. Also im Moment, also zumindest so im nächsten Jahr auf jeden Fall nicht. Und dann schauen wir dann mal weiter. Also, Caro444 fragt, was wollt ihr in Zukunft noch alles erreichen? Oh. Weniger fett sein, wird man nicht schlecht. Nein, ich habe im Fall gar nicht so ein Ziel für meine Zukunft, wo ich so sage, boah Digga, das muss ich unbedingt erreichen, sonst ist mein Leben vorbei. Darum, aber man hat natürlich immer so Sachen, wo man sich so als Ziel setzt. Mein Ziel für die Zukunft ist, aktive Videos zu machen und das werde ich einhalten, ich schwöre es. Das Ziel habe ich eigentlich auch nicht konkret, einfach so mehr das machen, wo ich Bock drauf habe. Manchmal denke ich einfach so, weil man lebt 80 Jahre quasi und 80 Jahre sind dann doch nicht so lange, wenn du 20 Jahre Ausbildung abziehst und 20 Jahre alt sein, weil du nur noch Fortnite gamen, der dann schon lange alt ist wahrscheinlich. Mehr das machen, wo man Bock drauf hat und einfach das Live leben und nice Videos machen. Genau. Hast du vor, dein Leben lang Videos zu machen? So bis der 80 bist? Nein, schon nicht. Ja, vielleicht fängt er an. Ah, das stell dir vor, wie nice. So ein 80-jähriger Adi, Alter. Also, du weißt einfach alles. Solli zusammen! Oder der Lionel, Alter, mit 80 auf der Straße. So, Solli zusammen! Ich bin hier wieder in Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Swiss Info. Swiss Info, stell dir vor, Mann. Lionel, mach mal wieder Swiss Info. Nächste Frage. Der Videos on Tramp fragt, wie lange kennt ihr euch? Und könnt ihr mal anböteln? Ich nehme mal stark an, dass das ein Luzerner ist. Videos on Tramp, 2 Jahre. Nein. Weniger, 1,5. 1,5 Jahre würde ich sagen. Der Herbst sind 2 Jahre. Das ist nice gewesen. Das ist nice, da kann man gut und gerne mal die Sonnenbrille aufsetzen. Also kurz gefasst, seit 1,5 Jahren und anböteln kann man mal machen. Unterstrich Raphael 99 fragt, wie seid ihr auf YouTube gekommen und was hat euch dazu bewegt, mit YouTube anzufangen? Ich glaube, die Frage hat sicher jeder von uns schon ein paar Mal beantwortet. Ist ganz einfach. Ich glaube, jeder hat angefangen YouTube zu schauen, weil man muss erst wissen, dass YouTube existiert. Und dann schaut man die Videos und denkt, ja, vielleicht können wir das selber mal probieren. Angefangen habe ich mit Let's Plays von Minecraft. Die gibt es nie mehr zu schauen und die will keiner sehen. Alter. Wir sind zu zweit mit einem Kopf vom PC gehockt und haben das aufgenommen. Das war eine lustige Sache. Und dann kauft man sich mal eine Kamera, fährt mehr von filmen und plötzlich bekommt man so einen Scheiss-Kanal wie jetzt, ja, wo irgendwie 6000 Leute zuschauen. Ja, nice. Also, Kevin Iglesias fragt, was macht ihr für eine Lehre? Eine Lehre oder eine Schule? Ja. Das ist eine ganz lustige Frage. Das ist extrem lustig. Alter, ich lache mich fast tot im Fall. Recht lustig. Aber erzähl weiter. Nein, es ist einfach so, dass wir es genau das Gleiche machen, was wir nicht gewusst haben, logischerweise. Beide die Wirtschaftsmittelschule gemacht. Ich bin jetzt fertig, noch ein bisschen. Ja. Ich muss wiederholen das letzte Jahr. Nein! Ich bin jetzt gerade fertig geworden diesen Sommer. Und fange jetzt noch mal an zu arbeiten, was ihr sicher noch werdet mitbekommen, was ein sehr lustiges Jahr wird werden. Nochmal eine Frage? Ja. Also, hier, voilà. Zum Beispiel... Aha, darf ich kurz meine Sonnenbrille holen? Ja, natürlich darfst du es. Okay. Oh, okay. Also, schau jetzt.
Ich schaue. Okay, das ist eine gute Frage. Von Michelle 13. Was war euer allererster Eindruck vom jeweiligen anderen gewesen? Der dachte, was für ein... Für mich ist es eigentlich ganz einfach, Alter. Ich also denke so, Digga, wieso bist du so groß, Alter? Er hat in seinen Videos so viel kleiner ausgesehen, Alter. Der tut so im Zug und so One Big Dude am Bein, Alter. Scheiße, ja, ganz einfach. Ich habe gar nicht wirklich einen Eindruck gehabt. Er hat genau so ausgesehen wie in den Videos. Also einfach wie ein richtiger Rotzlöffel. Und dann haben wir es eigentlich von Anfang an recht gut gehabt. Also sind wir in die Trampolinhalle gegangen und es war easy. Das war ein nice Move gesagt. Ja, man. Elias Kraft schreibt, mach mal ein Video mit dem Marc, wo du ihm Tramp-Tricks beibringst. Ja, das kann man schon machen. Das Problem ist einfach, du brauchst ein Trampolin, das so resistent ist, um das Gewicht zu dir. Ich glaube, das sind Massen, die sich bewegen. Ja. Und da lenkt nicht einfach so ein Trampolinfeld. Nein, das kann man schon mal machen. Aber es ist halt schwierig, einfach irgendjemandem Tramp-Tricks beizubringen, außer Frontflip und Backflip. Ja, und alles Frontflip andere, und Backflip kann ich schon. Und alles andere ist einfach so, das übst du nicht in einem Tag meistens. So Schrauben und so musst du halt ein bisschen mehrmals üben. Ja. Das ist auch nicht so spannend. Jaro Glauser fragt, sind ihr auch Privatkollegen oder nur für YouTube? Privat auch Kollegen. Ich meine, wenn man sich so viel nicht trifft, glaube man ist ja nicht nur vor der Kamera die halbe Stunde. Und wir haben es ja schon ein paar Mal drauf, einfach so mit Kollegen, mit dem Can und so, wo wir einfach irgendetwas gemacht haben, wo wir nichts gefilmt haben. Ja, das kenne ich auch so. Aber zum Beispiel, jetzt heute gerade kommt er zum Beispiel zu mir übernachten und das würde ich niemals machen, beziehungsweise jemand bei mir übernachten, der nur wegen YouTube mit mir befreundet ist, so von dem her. Nein, wir sind schon recht gute Kollegen, eigentlich so privat. Ja. Haben wir noch eine Frage? Warm oder kalt duschen? Fragt Dominik, der kleine Spasti. Warm duschen. Ja, ich bin auch warm duschen. Gut, nächste Frage. Alles klar. Sorry. Also, Xanabora X, euer komischster Traum. Ich weiss es tatsächlich, das ist eine ganz komische Story, Alter. Okay, ich habe so einen Kollegen, der sagt immer, wenn er eine Story erzählt, das ist eine ganz komische Geschichte. Und das ist wirklich ganz komische Geschichte. Und zwar, als ich klein war, hatte ich im Bett so ein Entchen, so ein Plüschentchen. Und dann irgendwann hatte ich den Traum, dass mich das Plüschentchen angegriffen hat. Alter. Und ich habe wirklich dann so eine Art Albtraum gehabt, das hat jeder Fall schon mal gehabt. Und dann habe ich meine Mutter gerufen, weil ich Angst hatte, dass mich das Entchen angreift. Ja, das ist auch so. Und meine Mama hat dann am nächsten Tag gesagt, dass ich so Angst hatte, weil mich das Entchen angreift und so. Hure weirde Story, Alter. Fuck, Mann. Like, der hat sich schon mal irgendeinen hure weirden Albtraum gehabt, weißt du? Nicht so etwas Reales und etwas, was so mega beängstigt ist und dann wachst du so auf und denkst so, fuck man, what the fuck just happened, man? Und das ist eben das mit dem Entchen und das habe ich probiert anzugreifen. Bei mir ist es noch schwierig zu sagen, ich habe sicher, also ich habe viele komische Träume gehabt, aber viele davon kommen mir jetzt nicht mehr Sinn. Ich habe noch so Sprachnachrichten, die ich Kollegen geschickt habe, wo ich so 10 Minuten lang erzähle, so einen komischen Traum. Das weiss ich jetzt alles nicht mehr, aber einer, den ich noch weiss, als ich noch ein bisschen jünger war, bin ich mal am Strandbad zu Thun, der hat so eine Rutschbahn, aber die ist nicht so lang, aber im Traum war sie hure lang. Und dann war so ein kleines Monster, das so vor mir ist runtergerutscht. Und dann sind wir so auf der Rutschbahn anhalten und dann hat sie mir so gesagt, komm mit! Und dann bin ich so hergerutscht und dann bin ich auch angehalten und dann hat sie gesagt, gang weg! Und dann ist es weggerutscht wieder. Es ist so komisch. Alter, ohne Scheiß, man hat so komische Träume, Alter. Ich kann nicht, das ist so das, was ich mir jetzt mal erinnern kann, was echt komisch war. Ja. Keine Ahnung, schreibt mal euch einen komischen Traum in den Kommentaren. Es nimmt uns sicher alle sehr wunder, was eure komischen Träume sind. Wenn ihr selber mal eine Frage stellen auf Instagram, tue ich euch immer wieder anfordern, ein paar Fragen zu schicken. Und ja, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall beim letzten Vlog vorbei. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den nice oben, der wirklich mega nice ist hier in Thun. Ja, und ja, merci vielmals fürs Zuschauen. Genießt die Zeit und... Ja, von der Fernsehen jemand gerade vorbei. Vielleicht wissen nicht genau, wenn es online kommt. Aber ich würde sagen, Tschüss zusammen und Blümle. Oh, das kommt ans Ende vom Video. Nice.